toll, ein Weihnachtsbüchli. Ich gehe gerade die Mami fragen, ob sie es uns erzählen will. Mami, schau, ich habe das Weihnachtsbüchli gefunden. Willst du es uns erzählen? Das ist eine gute Idee, Lars. Ich komme es euch gerade erzählen. Sind ihr warm gekuschelt? Ja. Sehr gut. Dann erzähle ich euch jetzt die Geschichte. Wer hat den Lebkuchen gestibitzt? Der Wind trägt den Duft in den Wald raus. Schliesslich streicht der Lebkuchenduft am Fuchs um die Nase. Der Fuchs macht die Augen auf, sein Magen knurrt. Was schmeckt da plötzlich so gut? Der Fuchs kriecht aus der warmen Höhle und verfolgt den süßen Duft. Der führt ihn zum Arne im Haus, direkt zum Feistersims. Oh Schreck, so heiß! Der Fuchs kommt auf, das Blech geht in den Schnee. Aus dem Haus ruft eine raue Stimme. Hallo, wer ist da? Alles nur halb so schlimm. Die Lebkuchen sind weich gelandet im Schnee. Keiner ist verbrochen. Doch beim Einsammeln merkt Arne, dass einer fehlt. Das sind Spuren. Die sind doch von einem Fuchs. Warum hören sie einfach auf? Wo ist er hin? Der Arne backt die zweite Portion, extra einen Lebkuchen mehr. Auf dem Dach keut und schmatzt der glückliche Dieb. Noch nie hat er so etwas Feines gegessen. Es schmeckt nach Wald und nach Honig, nach Holz und nach Zimt und nach Glück. Am Fuchs wird warm, von den Ohren bis zu der Schwanzspitze. Noch eine, denkt er, und schon schnappt er sich einen weiteren Lebkuchen. Der Arne zählt die Lebkuchen nochmal durch. Da klopft es an der Tür. Es ist einer zu wenig, sagt der Arne verlegen. Ich habe mich beim Ausstechen verzählt. Ich lege dir meine dazu. Dann sind's genug. Vielen Dank, mein Lieber. Die Kinder werden sich riesig freuen, sagt der Samichlaus. Er verabschiedet sich und zieht weiter Richtung Dorf. Der Fuchs auf dem Dach hat alles gehört. Ich habe doch niemandem schaden. Ich habe doch einfach Hunger gehabt. Kommt jetzt jemand kein Lebkuchen über? Leislich klettert der Fuchs vom Dach runter. Der Arne legt sich warm an. Er packt Nüssli, Äpfel, Rüebli und als Brot in seinen Rucksack. Dann geht er in seinen Schopf und stopft das Heu in einen grossen Sack. Wo geht er nur hin mit all diesen Sachen? Fragt sich der Fuchs. Sonst macht er doch immer Feisterle dazu, wenn es dunkel wird. Der Arne geht in den Wald hinein. Der Fuchs verfolgt ihn. Gern würde er sich entschuldigen, aber er weiß nicht wie. Jedes Tier ist willkommen. Für alle hat der Arne etwas dabei. Nur der Fuchs wagt sich nicht näher. Am nächsten Morgen sitzt der Arne in der Sonne. Er hat die Augen zu und geniesst die Wärme auf seinem Gesicht. Da hört er ein vorsichtiges Täppeln im Schnee. Gut, dass kein Lebkuchen mehr auf dem Feistersims liegt, denkt der Arne. Und lehnt sich wieder an die sonnenwarme Wand. Da spürt er, wie sich etwas Pelziges an seine Beine schmeicht und seine Füße wärmt. Nicht so schlimm, frecher Fuchs, sagt der Arne und streichelt ihm sanft über den Kopf.
Nächstes Jahr backe ich 3 extra Lebkuchen. 2 für dich und einen für mich. Ja, das war so eine herzige Geschichte. Ja, der Fuchs ist so herzig. Zuerst hat er einen Lebkuchen gestibitzt. Ja, aber nachher ist er am Arne auf die Beine gelegen. Herzig. Ja. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass euch die Geschichte genauso gut gefallen hat. Gebt uns ganz gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns ja schon beim nächsten Video wieder. Tschüss zusammen, eure Familie Stein 11.